Willkommen zu einem Special Talk zum Thema Salben. Ich bin Daniel, Irena Wilhelm da und David Hofer. Und dieses Thema haben wir gewählt, weil wir gemerkt haben, dass wir salben wieder mehr, jetzt auch im ICF, jetzt wo wir dürfen. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen und plötzlich gemerkt, hey, da ist gar nicht immer so klar, dass wir die Bedeutung hinter dem Salben wissen. Und das sind verschiedene Ahnungen, verschiedene Meinungen. Und ich dachte, komm, lass uns mal einen Tag darüber machen und schauen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Salben. Und zuerst mal einfach, wenn du jetzt vielleicht da reingeschaltet hast und denkst, ja, da kann ich mir gar nicht vorstellen und du denkst, endlich Salben, oder? Es gibt ja beides, ja, oder? Lass dich einfach mal darauf ein. Ich glaube, bei all diesen Ritualen in der Bibel gibt es einige Leute, die kennen die Rituale mega stark und vielleicht ist es dran, jetzt wieder die Bedeutung dahinter mehr zu entdecken, damit du das ist das Wichtige. Vielleicht lebst du in der Bedeutung und plötzlich merkst, da hat mir Gott ja ein Ritual gegeben, welches mir hilft, diese Bedeutung einfach immer wieder vor Augen zu bringen. Als wo immer du bist. Ich glaube, diesen Tag ist für dich. Irena, Salben, ganz kurz zusammengefasst, was würdest du sagen? Was ist das? Ich glaube, dass Salben ein sichtbares Ritual in der unsichtbaren Welt ist, ganz platt gesagt. Und Salben ist eine Handlung von Anbetung und Fürbitte, weil das Öl ja spricht für den Heiligen Geist. Also eben Salben, so das Öl über den Kopf. Ja, genau. Oder genau. Gibt es auch anderen Ort? Ja, man kann auch an der Handinnenfläche oder auf der Stirn. Meistens wird es ja auf der Stirn gemacht. Also ein Ritual mit einer geistlichen Bedeutung. Ja. Die schauen wir nachher noch mehr an, genau. David, wir haben ja auch solche Rituale, die Taufen. Das ist vielleicht das bekannteste neben dem Abendmahl. Jetzt das Taufe, das machen wir einmal, wenn Leute sagen, ich habe mich schon vor 2 Jahren, aber hatte eine schwierige Zeit, ich möchte noch mal taufen lassen, sagen wir, eher nicht. Wieso dann bis Salben da jeden Sonntag oder mehrmals pro Woche? Was ist der Unterschied? Also die Taufe ist ein sichtbares Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt für die Entscheidung, die ich für Jesus getroffen habe in meinem Herzen. Das ist die Taufe. Wir machen das wie fest und das müssen wir nicht immer und immer wieder machen. Und beim Salben, beim Segnen ist es so, dass es etwas ist, das man immer wieder, oder das Füllen lassen vom Heiligen Geist, etwas, das immer und immer wieder ins Bewusstsein rufen. Hey, ich gehöre zu Jesus, aber ich habe einen Heiligen Geist, der immer und immer bei mir ist, Schutz gibt, Sicherheit gibt. Der ist immer da. Stark. Also lass uns vielleicht jetzt reintauchen. Also Unterschied Taufe und Salben. Etwas, was wir in der Bibel lesen, also du kannst das nachlesen im Jakobus 5, da steht, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn wir im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen, er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Also, wir lesen hier von Salben im Zusammenhang von Schutz und Heilung. Salben hat ganz früher angefangen, dass so auch Tiere gesalbt wurden, weil das hat sie geschützt, dass sie die Tiere dann das Ohr oder wo auch immer rein gingen und da Dinge, Krankheit brachten. Also es war immer Schutz auch vor Krankheit. Es wurde auch gebraucht vor Schutz vor, einfach vor quasi göttlichem Schutz und eben auch Heilung. Und ich glaube, hier hat das verschiedene Bedeutung, aber eine Bedeutung ist auch, damals mal Öl war heilend. Also es war ein heilendes Öl. Und hier im Zusammenhang mit Gebet, jetzt Jesus selber, der hat ja nicht immer geölt, bevor er geheilt hat. Jetzt, was für einen Zusammenhang hat das mit heute? Was für eine Bedeutung hat Ölen mit Heilung und Schutz noch heute? Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass die Zeit ist so schnell bei uns. Und wenn wir Salben, dieses Ritual nehmen, dann halten wir inne und wir machen unseren Glauben groß. Wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Und darum bin ich so tief überzogen, dass es heute noch eine große Kraft hat, weil es ist eine ganzheitliche Wahrnehmung an Körper, Geist und Seele. Machst du das immer? Ja, ich mache es immer. Wenn du für Leute betest? Ja. Für Heilung? Ja, ich mache es immer. David? Nein, nicht immer. Nicht immer. Ja. Beten ja, jetzt salben mache ich nicht immer. Ja.
Spannend. Ich denke, gerade diese Vielfalt ist wichtig, dass wir das sehen, weil das kann uns helfen. Also wir gehen mal kurz weiter. Also erste Bedeutung, Heilung, Schutz. Zweite Bedeutung, wo wir lesen in der Bibel, ist die Erwählung eines Amtes. Mega spannend. Also wir lesen das im 2. Mose 29, Vers 7 und weiter, dass wenn Menschen wurden auserwählt für ein Amt, wurden sie gesalbt. Und da ist richtig viel Öl. Also wir nehmen ja nur wenig Öl. Früher war es richtig viel Öl. Und da hat alles nach Öl, nach diesem feinen Öl gerochen. Und das war ein spezielles Erlebnis. Und wir lesen das im 2. König, Vers 9. Da stand Jehu auf und ging mit ihm ins Haus. Der Prophet goss das Öl über Jehus Kopf und sagte, so spricht der Herr, der Gott Israel, ich habe dich zum König über mein Volk gesalbt. Also ganz klar, das ist Auserwählung für ein Amt. David, wir salben ja Leiter, die das Leadership Training gemacht haben. Wieso jetzt? Es ist so ein kraftvoller Moment. Muss nicht sein, also man muss nicht, also man kann nicht nur dann Leader sein im ICF, wenn man gesalbt wurde, aber es ist einfach so ein starker Moment, eingesetzt werden, eingesetzt sein von anderen Leaders in ein Amt und zu wissen, ja, der Heilige Geist, der ist da, der hilft mir, er gibt mir Weisheit, um diese Funktion, diese Verantwortung auch wahrzunehmen, Leiterin oder Leiter zu sein. Das riecht ja auch noch, das ist noch spannend, das geht dann das mit dem Maid. Das bleibt, ja. Ja. Also hier ist interessant, nicht ich salbe mich für meine Erwählung, sondern... Ja, ich werde eingesetzt. Ja. Ich werde von anderen Leaders eingesetzt in dieses Amt. Also ein wunderschönes eigentlich Ritual hier, wo Leute eingesetzt werden. Und speziell auch interessant, ja, dass auch hier eben die Propheten von Gott haben einen Auftrag bekommen. Aber ich denke generell, wo wir Leute einsetzen, dürfen wir sie salben. Wir gehen in den 3. Punkt und da möchte ich vielleicht am meisten, weil dieser Punkt wird am meisten benutzt und es ist wichtig, dass wir die verschiedenen Bedeutungen erkennen, weil da können wir es auch richtig einsetzen. Und der letzte Punkt ist Zeichen für den Heiligen Geist, Auserwählung als Kinder Gottes. Und da lesen wir am meisten in der Bibel. Jesus sagte, in Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen wir, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Also, Jesus wurde gesalbt durch den Heiligen Geist. Also die Auserwählung, dass Jesus war der Sohn Gottes, das Zeichen dafür war, er hat den Geist Gottes erhalten. Das war seine Salbung, seine Auserwählung. Er sagte, hey, er gehört zu Gott. Und das ist jetzt interessant. Jetzt lesen wir weiter. Also Jesus war der Gesalbte durch den Heiligen Geist. Aber dann lesen wir auch im Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus, denn der Herr hat mich gesalbt. Also, jetzt wissen wir, dass Jesus selber sagt sogar, nein, ich bin gesalbt. Aber dann geht es weiter. 2. Korinther, Vers 1, das kannst du alles nachlesen. Lesen wir, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigte. Also Jesus ist der Gesalbte. Er hat nun uns gesalbt, damit in seinen Dienst gestellt. Damit in seinen Dienst gestellt. Also er hat uns seinen Siegel aufgedrückt. Oder im 1. Johannes, euch aber hat der Heilige ist Jesus Christus seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle nötige Erkenntnis. Also, das ist unglaublich. Wenn du jetzt das vor Augen hast, wir sind auserwählt von Gott selber und die Auserwählung, sein Kind zu sein, dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Das ist eigentlich unsere Salbung. Und von da kommt ja so der Anointing, oder? Von da kommt das ja. Der ist gesalbt, da ist etwas übernatürliche Kraft mit ihm, auf ihm. Das ist schon krass. Ja, das ist sehr krass. Und ich glaube, darum geht es ja genau, dass wir das uns immer wieder bewusst machen. Jesus in mir ist groß und mit ihm kann ich alles. Wie können wir das jetzt kultivieren? Also eben, es braucht die Salbung eigentlich nicht. Also die Ölsalbung. Genau, also das meine ich, genau. Das braucht es eigentlich nicht.
ich glaube, das Wichtigste in allem ist eigentlich, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was wir bekommen haben von unserem Jesus. Dass wir seine Kraft anzapfen können und dann ist alles möglich mit ihm. Wie machst du das persönlich in deinem Leben? Wie nutzt du dieses Ritual für gerade diese Wahrheit? Ja. Also eben, ich liebe Rituale, gell? Da habt ihr die richtige Person genommen. Ja, das war wichtig, gell? Genau. Also ich liebe es. Und für mich ist ein Ritual einfach, damit ich mich jeden Morgen, wie ich mich anziehe. Ich ziehe Hosen an, ich ziehe einen Pulli an, so ziehe ich die Waffenrüstung an und so salbe ich mich, dass ich weiß, heute kann kommen, was will. Was will, egal. Weil in meiner Arbeit ist das manchmal noch wichtig. Gerade wenn es auch um Befreiungsdienst geht. Ich weiß, ich habe alles. Ich bin ready für meinen Jesus. Und darum mache ich das als Bewusstsein. So stark. David, wenn jetzt jemand in der Celebration auf dich zukommt und sagt, kannst du mich salben? Was sagst du dann? Wie nimmst du ihn dann mit auf diese Bedeutung? Ja, ich erkläre das und ja, es ist auch wichtig, dass wir das eben, wie du auch sagst, und das so praktisch, du bist für mich ein Vorbild, auch in dem drin, dass wir das auch machen. Wir haben ein Gebetsteam in unseren Celebrations, die das machen und dann, ja, salben. Ja, wir sind bevollmächtigt, um dies auch zu tun. Du darfst also, wir dürfen einander salben. Ja. Ja. Ich glaube, das ist mega, mega spannend, weil das ist eine Einladung für uns, das ist eine Hilfe für uns. Und ich hoffe, dass das dich inspiriert, das auszuprobieren. Vielleicht bist du jemand, der macht das nicht viel. Dann versuch einfach mal. Aber du kannst eben auch gerade das mit dem Heiligen Geist, wir dürfen uns selber auch das salben, wenn das uns hilft. Die Auserwählung macht jemand anders. Oder eben die Heilung, dort machen wir auch jemand, der betet für das. Aber gerade im Bewusstsein, wir haben das Siegel, den Heiligen Geist bekommen, dürfen wir uns selber salben. Ist mega stark. Hey, ich hoffe, das hat dich ermutigt. Ich fasse zusammen. Salbung war immer ein Zeichen von Schutz und Heilung. Salbung ist ein Zeichen von Auserwähltsein und Salbung, wir sind gesalbt, weil wir den Heiligen Geist bekommen haben. Wir gehören zum Kinder Gottes, wir sind auserwählt und wir stehen unter seinem Schutz. Dort kommen diese drei Bedeutungen zusammen. Und was für ein starkes Ritual, das wir immer wieder frisch entdecken dürfen. Vielen Dank, warst du heute dabei bei diesem Special Tag.